zum neuen Video. Ja, ich hatte eigentlich einen Vlog geplant und zwar war ich in der Ferien im Elsass und habe gedacht, ich will mal ein bisschen vloggen. Ich wollte schon seit 3000 Jahren einen Vlog laden und habe es jetzt absolut nicht geschafft, weil ich absolut nicht gefilmt habe. Perfekt! Also habe ich euch auf Insta nach Videoideen gefragt und das sind einige Videoideen gekommen, wo ich dachte so, Bruder, was hast du dir dabei gedacht? Was hast du gedacht, wird die Inhalt von dem Video sein? Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ich könnte nochmal ein Video machen über die dümmsten Videoideen, die ihr mir gestellt habt, gebracht habt. Was? Ja, und ich glaube, von mir müssen gar nicht so viel drum reden, sondern fangen wir einfach mal mit dem Video an. Let's go! Wenn du singst, könnt ihr kurz vorstellen, dass ich einfach ein Video machen würde, wenn ich singe. Wenn ich singe. Ich glaube, das wäre actually so das Letzte, was ich auf meinem Kanal mache. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen dünn sie ins Wasser, ich habe selber gesehen. Es war wirklich Gott falsch. Hast du extra so falsch gespielt? Ja. Oder kannst du es nicht besser? Wir lernen das einfach. Komm, mach's nochmal. Es war wirklich ganz grottenschräg. Ich könnte natürlich aber auch ein Video machen über 30 Minuten Workout von Sascha Huber. Sascha Huber, du bist ein geiler Typ. Ja, so 30 Minuten Video, wenn ich so sein Workout nachmache. Ich glaube, da sehe ich mich. Da sehe ich mich, Leute. Da sehe ich mich. Der Kopf soll eine Verlängerung der Wirbelsäule sein. Ein paar Sekunden später. Stories von der Ferien erzählen. Wie gesagt, ich war in der Ferien und natürlich ist es mega nice, ein Video zu machen, wo ich mega krasse Stories erzähle, weil ich in diesen 3 Tagen so viel erlebt habe. Also eine Story ist sicher mega krass und zwar haben meine Schwester und ich heute in Basel einen Bubble Tea gekauft, weil Bubble Tea geil ist. Nur nicht der Bubble Tea von Basel, der ist nicht geil. Ich habe noch nie so etwas Hässliches gesoffen, wirklich. Das war eine Pfütze auf einem anderen Level. Ich habe 3 Beutel Zucker reingekippt, das war immer noch hässlich. Keine Ahnung, was das für eine Pfütze war, es war zum Kotzen. Meine Schwester hat wirklich gekotzt nachher. Und zwar im H&M, in so einem H&M-Sack und dann können wir rausgehen und heimgehen. Okay, dass das kommt, ist eigentlich klar, aber ein Aber natürlich widme ich mich auch dieser Challenge und mache für euch einen Mach ein Video, wo du dein Töffli zeigst. Nein. Aber da ihr mir wirklich täglich so viele Nachrichten schreibt wegen meinem Töffli, es irgendwie offenbar interessiert es mega viel, wie mein Töffli aussieht und wie... Und darum habe ich gedacht, mache ich ein Unboxing. Heute und herzlich willkommen zu meinem Unboxing von meinem Töffli, obwohl es gar kein Unboxing ist, weil es ja nicht in einer Box ist. So. Aber trotzdem, das ist mein wunderschönes Töffli. Es ist schon mehrere Jahre alt, keine Ahnung, wenn ich es das letzte Mal gebraucht habe. Vielleicht so mit 16, I don't know. Aber es ist noch top in Form. Wie ihr seht, es hat eine wunderschöne Lampe. Die ist schon seit längstem kaputt, aber sie ist trotzdem wunderschön. Dann haben wir hier eine absolut einzigartige Lüti. Es ist überhaupt nicht von der Velo. Wir haben hier absolut geile Rädchen. Überhaupt keine Platte. Und nicht zu vergessen, ein Video über Muttertagsgeschenke DIY. Was ihr alles dafür braucht, ist zum einen ganz wichtig ein Stift. Die Farbe ist euch überlassen, mega egal. Und auch ganz wichtig, eine WC-Rolle, weil das braucht eure Mutter ganz dringend. Und natürlich könnt ihr die nicht einfach so schenken, sondern ihr könnt die einfach wunderschön verzieren. Am besten mit ganz vielen Herzchen, weil ihr sie so gerne habt. Vielleicht, wenn man auf dem WC ist, noch so ein viel Glück oder so. So, das ist das Endprodukt. Ich muss sagen, ich finde es mega schön, mega herzig. Es ist einfach etwas Persönliches. Und sie denkt dann natürlich immer an euch, sogar beim Schiessen dann. Ja, das waren alle nice, coole, absolut geniale Videoideen von euch gewesen. Danke vielmals an alle, die etwas reingeschrieben haben. Falls ihr noch mehr bombastische, geile Videoideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, kann man immer brauchen. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt unbedingt ein Like, es würde mich mega freuen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein Video von mir mehr verpassen. Ja, Barbara, du hast mich noch nicht abonniert.
Und dann natürlich Glocken aktivieren und ich würde sagen, das wär's gewesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss. Ja, tschüssi, bis ciao, Kakao.